uns ein wenig über Hip-Hop erzählen. Hip-Hop leben, Hip-Hop verstehen, sehen wie's geht, wie sich die Dinge im Hip-Hop drehen. Ewig und 3 Tage auf Anerkennung warten, denn auch Tag für Tag am Start sein und Chancen versuchen wahrzunehmen. Dankbar zu warten auf Feedbacks oder Critics, wenn du in die Hitlist willst, brauchst du ein Image und zwar dringend. Nimm es hin, das ist Business ist, doch ich hab den Biss, um den Pissern einzutrichtern, dass sie nicht billig bin, ich bin Phyllis. Es tut weh zu sehen, dass eben diese Ficker ohne Pläne dicker knete Zähne, als gäbe es kein Morgen. Und im Gegensatz dazu die Kinder, die wirklich was drauf haben, auch Sorgen tragen, an denen sie später kaputt gehen. Musik schweißt uns alle zusammen, kommt, wir packen's an, Hand in Hand, wir schaffen das alle zusammen. Und ich danke Gott, dass ich noch was anderes kann, außer Ike tanken und Drogen nehmen, doch kann es nicht lassen, verdammt, ich drohe jedem, der sagt, dass Gras und Cannabis für Penner ist und denkt, jeder ohne Job ist ein schlechter Mensch. Guckt, der Glaube an etwas ist das Wichtigste, was wir haben, doch die Christen und der scheiß Papst verwischen doch nur die Wahrheit und machen Geld, weil sie Leute, die an sie glauben, betrügen. Auf die Welt geschickt von Gott muss ein Deutscher jetzt dieser Lügner sein und scheiß auf ihre Wertvermittlung und Sitten, sie hemmen deine Entwicklung, es ist eng wie in der Kiste und Ma und Pa, ich mag das, was sie sagt, doch paar Ansichten von euch lassen mich Sachen hinterfragen. Man kann zu viel verlieren und darum würden sie es nie wagen, diesen kranken Alltag lieber zu vergessen, um ein Ziel zu haben. Gib keinen Scheiß und genieß die Zeit, die dir bleibt, wow, scheiß auf Neider, amüsier dich fleißig und ich sterb lieber mit 30 und einem geilen Leben im Showbiz oder auf Drogen down mit den Homies als mit 70 als Spießer. Oh, diese kontroversen und gefährlichen Drogen verherrlichenden Sänger, oh, sie verderben Menschen und Werte schrecklich, verächtlich, gehören ins Gefängnis. Heftig, ächtig, vergesst warum ich rap, ich zerbreche und es stresst mich, der Mut zu kämpfen verlässt mich. Doch wär ich nicht Phyllis, wär ich ehrlich gesagt nur der fragt, wann ihr mit eurem Drecksgelaber blabla endlich fertig werdet. Und man hört von 1000 Kids, die saufen um den Haufen, müsste verdauen und sich verkaufen. Schicksale werden in Kisten verbaut und traurig, dass sie auch noch das letzte Licht am Ende des Tunnels vergessen, verbummeln oder schlussendlich schuldig gegen Blaulicht tauschen.